Milo an den letzten Dich echt Reaktionen hier an der Publikation von den rezenten PISA-Resultaten, das sicher noch zu früh für eine definitive Analyse zu machen, aber ich meine, muss ich aber pur vorstellen. Die erste, dass wir haben mediocre Resultate an den Testers nicht die erste Kehr, aber das war die erste Kehr, wo auch schon Inzidenzen können gemusst geben in den Schulreformen, die hier am Land gemerkt gesehen. Wir haben 2009 heute 11 Reformen gehabt, ein Teil von den Schülern, die heute 15 Jahre alt sind, schon betroffen, aber mir gemerkt, dass auf jeden Fall keine Verbesserung von den Resultaten da war. Muss ich sich also auch vorstellen, wie eine Konsequenz nicht dazu bei der nationalen Schulpolitik. Wir haben gesehen in letzter Zeit, dass wir schon eine erste Distanz gehen und dass wir zurück bei dem Benotungssystem kommen sind oder Punkten aufgeschärft gesehen. An die erste Frage, die Regierung, das muss man nicht mehr weit gehen, aber mehr ändern von dem, was dann in den letzten Jahren als Schulen angefeiert ging. Die zweite Frage, dass gesagt gehen, hat viel mit Migration zu tun. Ich meine, das muss ja ganz differenziert gesehen. Wir haben dem nächsten PISA-Test 2018, 2021, als gesagt gehen, also Projektionen, da waren die Evolutionen so weitergehen, wie man es am Blick haben, an der Demografie, dass man eine ausländische Bevölkerung von 60% den Blick haben, die matt an der Schule sind, die also matt gemost sind. Und das stellt natürlich fundamental Fragen und Möglichkeiten und Integrationsmöglichkeiten und Leistungsmöglichkeiten für die Integration von unserem Schulsystem. Ich meine, wir müssen eine Debatte tun über die Natur von der Lützburger Schule, wie wir können integrieren, ob wir das da nicht können verbessern, wie wir mit der Heterogenität von unserer zukünftigen Schulpopulation optimal umgehen, ohne den Ursprung zu verlieren, Leute an diesem Land zusammen zu feiern. Und das dritte ist, es gibt ganz viele Forderungen, nur in den PISA-Debatten für das Niveau vom Französischen, an dem sie noch mehr aufzuschrauben, dass verschiedene Sprachen noch hier in der Chambre, wo man das rezentieren, verschiedene Zeitformen, nicht, wie sollen enseigniert gehen an den Schulen, passé simple, passé composé, plus gepaart werden. Andere sind sogar hier am Saal genannt, gehen an einer rezenter Debatte. Also die Intention von der Regierung, das Niveau vom Französischen an der Primärschulen noch mehr aufzuschrauben, dass man schlussendlich nicht mehr Rumpfranzösisch, kann er vermitteln, wissend, dass man schon ganz viele Probleme haben, bei denen Leute, die ein Premier haben, noch dax kein gut Französisch mit können. Vielmals merci. Ja, merci, Herr Präsident. Die Damen und die Herren, wir hatten ja die Moje schon an der Kommission gelehnt, dass darüber auszutauschen. Die zwei Deputierte müssen der Meinung gewesen sein, dass die Explikationen so interessant wären, dass die ganze Chambre sollte auch an den Genuss davon kommen. Ich kann das eigentlich nicht mehr gut nachvollziehen. Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass man generell als Resultate bei der PISA-Etude als mediocre stellen, wir haben eine Moyenne. Wenn in eng Moyenne rechnet, da können doch darüber, wie weit sind die Einzelresultate gespräht. Aber wir wissen, dass sie ganz weit gespräht sind halt zu Lützeburg. Das geht von wirklich Top-Schülern, die auch auf alle Universitäten ganz gut kommen am Ausland, bis hin zu Schülern, wo wir wissen, dass sie aufgehangen sind. Und wir wissen, und da das nicht neu, und da das von den zentralen Konstanten, den Heineke wiederholt gehen ist, dass wir das Elternhaus, an aber auch den Migrationshintergrund als zwei zentrale Faktoren haben, die mat bestimmen, welche Bildungschancen ein da hat. Und ihr wisst, dass die Regierung nicht zufriedenstellt. Ihr wisst, dass die Regierung eine Politik da schon auch 400 dieser PISA-Etude lanciert hat, für darüber können anzuwirken durch eine intensive Freiförderung, wo man davon herausgehen, dass man dadurch die Heterogenität, die da noch an Schulen könnt, an die Eichzikel von der Grundschule kommen, dass man die ein Stück weit mit klein kriegen, durch aber auch eine Diversifizierung von der Offre scolaire für dort schulisch Offer der Heterogenität, die auch Urven raus an den ewigsten Klassen noch immer besteht, noch immer bestehen wird bleiben, für der mehr stärkere Rechnung zu drohen. Das ist die Konklusion, die nicht neu ist, die aufgrund von letzten PISA-Etüden gemerkt haben, also aufgrund vom Bildungsbericht 2015 gemerkt haben, dass die an unserem Regierungsprogramm steht, die erste Heineke ganz klar konfirmiert haben, dass der Staat, was PISA 2015 als rapportiert wird. Ich will aber auch noch klar unterstreichen, dass wir klare Ja wollen machen, klaren Zuspruch wollen weitergehen zu Bildungsmonitoring. Wir brauchen Zölle, wir brauchen Chiffren, wir brauchen Donnen, auf denen wir eine Bildungspolitik können aufbauen, wir brauchen eine
eng evidence-based Policy, wo wir gucken, dat man machen, gëtt dat gedroen och durch Chiffren och durch konkret Resultate. Dafür als Nom echten PISA-Schock aus dem Jahr 2000 an den Joren donno Jo Konklusion zu Lützeburg gezugin, dat man egene Bindungsmonitoring brauchen, de mal Chlor an eng Struktur auch agebette hunn op der Uni Lützeburg, der sogenannten LUCET-Zentrum, den opbauend op standardisiert Prüfen, die vom 1. Schuljahr bis auf 9. gemacht gehen, do wirklich Stunde bei ihnen feiert, für Hanno auch können zu gucken, was für ein schulisches Projekt, was für ein schulisches Modell, was für Initiativen, dann noch was für Konklusionen auch können zu losen, und darüber auch als Bildungspolitik können aufbauen. Ich bin gerade so wie den Claude Lamberti der Meinung, dass den D-System noch muss ausbauen, weil PISA als eigentlich bei weitem nicht alles beantwortet für Fragen, die man als zu Lützeburg stellen. Man muss viel mehr an die Tiefe gehen, man muss viel mehr über den Zusammenhang auch nachdenken, erforschen. Den Zusammenhang zum Beispiel zwischen einer sozioökonomischer Defavorisierung an einem Migrationshintergrund. Wir wissen, dass ein großer Teil von denen, die an der PISA-Etude als sozioökonomisch defavorisiert durchgestaltet gehen, auch einen Migrationshintergrund tun. Wie hängt das ein mit dem anderen zusammen? Wie wirkt beides sich zusammen? Hanno, eine wertvolle Gewichtung, ob schulische Resultate an schulische Führung kommen aus. Das ist ein Teil von dem, wo ich Menge wirklich dass man selber müssen an die Hand holen, weil PISA niemals wird liefern. Es wäre schön, wenn man die internationale Vergleichbarkeit ginge verlieren. Wenn man nicht wie bei PISA dabei wären, da das war. Aber auch da bietet PISA aber eine ganz Reihe von Kritikpunkten, die bis heute nicht beantwortet sind. Es kann nicht Lützeburg mit irgendeinem anderen Land vergleichen. Wir haben 49% kann man Migrationshintergrund an dem Echantion mit Echantion, dat als die ganze Schulpopulation mit 15 Jahren von unserem Land, es gibt kein vergleichbares Land, es ging vielleicht vergleichbare Regionen, es ging vergleichbare Städte, Quartier von Großstädten, wo man die Doten Hyperdiversity haben, die wir zu Lützeburg momentan fanden, aber wo wir auch noch am Gange sind, daran ranzubüssen, also an die dote Richtung zu entwickeln. Da können wir es nicht mit Flächenländern vergleichen. Und da denken, ich muss gucken, mit der OCDE, zu diskutieren, wie weit der PISA-Prozess auch so ein Kriterien kann mehr stark rechnen, wie das haut aus. Das ist nur ein Beispiel, es gibt andere Beispiele, wo ich denke, dass man ganz klar bei PISA haut Defizite haben. Viel Kompetenzen von der Schüler muss PISA gar nicht für allem als Fremdsprachen, den wir haben, als andere Sprachen, nicht der Testspruch, den wir zu Lützeburg vermitteln, an als 15-Jährigen, ob ein gewisses Niveau beherrscht, geht eigentlich gar nicht gemost. Und da denken ich, muss durch CD auch bereit sein, mal BW zu gehen, sonst möchte für Lützeburg PISA nicht mehr ganz viel Sinn. Aber parallel, denke ich, muss ich aber gucken, wann ich ging rausklammern, wie kann in eine internationale Vergleichbarkeit in Zukunft assurieren, wo fanden wir vielleicht Regionen, Städte, Quartieren, die bereit wären, ob wir mit zu gehen, an ein eigenes System ranzuklammen, den Aufbau und ob unserem Monitoring von unserem Bildungssystem dann eine internationale Vergleichbarkeit mit einer komparablen Schulpopulation ging assurieren. Da hätte man sicherlich eine andere Basis für schulpolitische Diskussionen zu feiern, aber auch dann eine Evaluation von unserer Schulpolitik können zu machen.